Ja, Gräber, die es nicht geben dürften. Ja. Heute geht es einmal um Gräber, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Rätselhafte Relikte, mysteriöse Mumien und geheimnisvolle Grüfte. Und da gehört auch unter anderem der Ötzi, ja, der Gletscherfund, mit dazu. Sehr interessant und viel eigentlich, was man eigentlich gar nicht weiß über die Geschichte von dem Ötzi. Genau, und da geht es nämlich um den unverwüstlichen Ötzi. Sehr spannend, diese Geschichte. Viel wissen die ganze Geschichte eigentlich gar nicht. Unverwüstlicher Ötzi. Wenn spektakuläre Mumienfunde nicht ins bisher vertraute Geschichtsbild passen, bekommen sie von zweifelnden Geistern vorschnell das Etikett Fälschung verpasst. Ja. Nicht anders erging es der bekanntesten Gletschermumie der Welt, dem Mann vom Hauslabjoch in den Ötztaler Alpen, der salopp Ötzi genannt wird. Entdeckt wurde der Leichnam vom deutschen Ehepaar Erika und Helmut Simon. Spannend, Moment mal. Erika und Helmut Simon, die als Urlauber am 19. September 1991 im Hochgebirge unterwegs waren. Beim Abstieg von der Finalspitze erblickten sie kurz nach Mittag den mumifizierten Körper, der teilweise aus dem Schmelzeis herausragte. Für einen Wimpernschlag der Geschichte gab der Gletscher die Mumie frei. Just zu dem Zeitpunkt, als die Simons bei der Fundstelle vorbeikamen. Sehr interessant, weil es kommen dann die Details, wo viele gar nicht mehr wissen. Interessant. Als die Simons bei der Fundstelle vorbeikamen, nur wenige Tage später, wäre Ötzi wieder zugeschneit gewesen. Helmut Simon dachte beim Anblick der Gletscherleiche zunächst an eine weggeworfene Kleiderpuppe. Doch dann erkannte seine Frau Erika erschrocken, Mei, das ist ja ein Mensch. Die Simpson vermuteten einen Bergsteiger oder Skifahrer, der vor Jahren oder Jahrzehnten hier oben ums Leben kam. Geistesgegenwärtig machte Helmut Simon ein Foto. Er war auf seinem Film Die letzte Aufnahme, die bald daraus als Foto des Jahres um die Welt ging. Das Einmalige an diesem Zufallsfund, es ist ein Mensch aus der Jungsteinzeit, der mitten aus dem Leben gerissen, in vollständiger Kleidung und Ausrüstung auf 3210 Meter Höhe fast intakt konserviert wurde. Die Altersdatierung ergab, Ötzi starb vor 5300 Jahren, etwa mit 46 Lenzen. Zu diesem Zeitpunkt lagen die Monumentalbauten der Pyramiden in Ägypten oder dem Megalithentempel von Stonehenge noch viele Jahrhunderte in der Zukunft. Ötzis Mumifizierung ist ein Sonderfall. Eisleichen sehen gewöhnlich anders aus. Ihre Körperfette werden in sogenanntes Fettwachs umgewandelt, trocknen langsam aus und umschließen den Körper wie einen Panzer. Voraussetzung dafür ist eine feuchte Umgebung mit geringer Sauerstoffzufuhr. Das trifft bei Ötzi nicht zu. Für sein Greisenalter wirkt der Leichnam erstaunlich gut erhalten. Zu gut für den Dokumentarfilmer Michael Heim und den Fotografen Werner Nosko. Sie fragten sich, warum die Mumie vom tonnenschweren Gletscher nicht zermalmt wurde. Sie fanden es auch seltsam, dass Extrembergsteiger Reinhold Messner kurz nach der Entdeckung am Fundort auftauchte. In ihrem 1993 erschienenen Buch Die Ötztal-Fälschung behaupteten die Autoren frech, die Gletscherleiche sei eine ägyptische Mumie. Eti, sich der Messner oder unbekannte Witzbolde hätten Ötzi ins Eis gelegt. Ein abstruser Vorwurf, der rasch widerlegt wurde. Wir wissen heute, dass die Gletschermumie in einer Felsmulde lag.
Die günstige Geländeform schützte Ötzi vor den ungeheuren Kräften des Eises, das sich im Laufe der Zeit über die Felsrippen legte. Ötzi ist ein Glücksfall für die Wissenschaft. Kaum ein Leichnam wurde je gründlicher von Heerscharen an weltweiten Forschern in Millimeterarbeit untersucht. Ein Geldprojekt. Biologen, Pathologen, Anatomen und Genetiker sezierten ihn mittlerweile nach Strich und Faden bis zur kleinsten Zelle. Was seit seiner Entdeckung vor bald 30 Jahren alles an kuriosen Begebenheiten und Erkenntnissen publik wurde, ist nicht enden wollend. Viele Vorfälle sind kaum zu glauben, von ewiger Ruhe keine Rede. Der Mann aus dem Eis kann einem leid tun. Einige Kostproben seiner facettenreichen Leidensgeschichte im Folgenden kurz gefasst. Stümperhafte Bergung. Ja, man kann den nicht einfach in Ruhe lassen, da geht es nur um Geldmacherei, die Geldgier der Großen. 23. September 1991, bereits die Bergung der Leiche verlief pannenreich. Hautabschürfungen und Knochenbrüche durch heftige Bearbeitung mit Pickel, Skistock und Presslufthammer. Die Schäden werden später als Tierfraß gedeutet. Muss man sich mal vorstellen. Das Einpacken in einen Plastiksack samt vermeintlichen Gerümpel geschieht äußerst grob. Weil der Bogen für das Einsacken zu groß ist, wird er gebrochen. Oh, brechen wir einfach ab. Unsanft geht es weiter. Der Bestatter im Gebirgsdorf Wendt bricht Ötzis linken Arm, um ihn in einen Sarg legen zu können. Ötzis Kupferbeil wird indes auf 100 Jahre geschätzt. Dann folgt die Überführung im Leichenwagen zum Anatomischen Institut der Universität Innsbruck. Gerichtsmediziner Professor Rainer Henn erklärt zur fraglichen Identität des Toten, er ist mit Sicherheit tot. Pathologen sind geneigt, den Fund zur Bestattung freizugeben. Da bei alten Leichen kein Mörder am Leben und juristisch zu belangen ist. Vorwärts in die Steinzeit. September 1991, um alle Bedenken auszuräumen, wird in der Universität Innsbruck der Prähistoriker Professor Konrad Spindler informiert. Er erkennt, dass der Mann aus dem Eis aus grauer Vorzeit stammen muss. Nach einer Begutachtung mit Kollegen weiß er es wenige Tage später genauer. Der leblose Körper ist 4000 Jahre alt, stammt aus der Bronzezeit, dann die Korrektur. Die Klinge seiner Axt ist aus Kupfer. Der Fremde muss mindestens 4600 Jahre alt sein. Bald steht fest, er hat sogar 5300 Jahre auf dem Buckel. Der Eismann kommt aus der Jungsteinzeit, eine Weltsensation. Hodenlose Frechheit. 1990er Jahre erste Untersuchungen sorgen für Gerichte. Angeblich sei Ötzi kastriert gewesen. Ein falscher Verdacht, wie sich später herausstellt. Ötzi ist ein ganzer Kerl. Die Hoden sind nur ausgetrocknet und vom Eis oder unsachgemäßer Bergung plattgedrückt worden. Wem gehört eigentlich der Ötzi? Ja, das ist auch eine große Frage. Da streiten sich auch teilweise, glaube ich, immer noch die Geister. (2. Oktober 1991) Jeder will die Leiche. Italiener und Österreicher erheben Anspruch auf den Sensationsfund. Erst eine Neuvermessung des Grenzverlaufs stellt klar, die Eismumie lag 93 Meter jenseits der österreichischen Grenze auf Südtiroler Boden. Ob nun in Nordtirol oder in Südtirol, Ötzi wurde auf jeden Fall in Tirol entdeckt, so oder so. Er ist und bleibt ein gestandener Homo Tiroliens.
Verschwundene und ergänzte Relikte. Ende der 90er Jahre, einige Ötzi-Teile werden mittlerweile vermisst. Zu Untersuchungszwecken gelangten Proben an Institute und Spezialisten in aller Welt, ohne dass sie exakt dokumentiert worden sind. Also einfach schlampig arbeiten. Und da geht es nur um Kohle. Schlampig arbeiten interessiert nicht, was mit den Menschen passiert. Hauptsache die Kohle schwimmt in die Hosentaschen. Genau so schaut es aus. Da darf es nicht verwundern, wenn hinterher manche als verschollen gelten. Nicht weniger skandalös, in Ötzis Körper findet sich ein 3 cm langes Stück Titan. Es ist bei der Endoskopie nach dem Bruch eines Instrumentes im Körper vergessen worden. Riskante Überführung. 16. Januar 1998. Ötzis vorläufig letzte Reise vom Innsbrucker Universitätsinstitut nach Südtirol. Der Transport erfolgt unter großen Sicherheitsvorkehrungen der Polizei. Grund sind Anschlagsdrohungen anonymer Aktivisten, die eine Überführung sabotieren wollen. Die Brennautobahn wird gesperrt. An der Staatsgrenze wird die wertvolle Fracht von italienischen Sicherheitsleuten übernommen und nach Bozen geleitet. Dort sind alle Ampeln auf Rot gestellt. Fahren darf nur der Ötzi-Konvoi. Über eine geheim gehaltene Route geht es zum eigens eingerichteten Archäologiemuseum und einer speziellen Kühlzelle. Dort wird die Mumie bei -6 Grad Celsius und 98% Luftfeuchtigkeit für die Nachwelt konserviert. Besucher können seither durch ein kleines Sicherheitsglas einen flüchtigen Blick auf Ötzi werfen. Schon zu Lebzeiten totgeweiht, umfassende Studien belegen, dass Ötzis Krankenakte sehr lang ist. Knochenbrüche, Erfrierungen, Karies, Parodontose, Laktoseintoleranz, Peitschenwürmer im Darm und ein hartnäckiger Fußpilz. Ja, seine Cholesterinwerte sind alles andere als gut. Zudem hat er eine fortgeschrittene Borreliose hervorgerufen durch einen Zeckenbiss. Er litt sehr wahrscheinlich an Magengeschwüren, Arterienverkalkungen sind ebenfalls nachweisbar. Ötzi dürfte kurz vor einem tödlichen Herzinfarkt oder Hirnschlag gestanden haben. Die Reiseapotheke, der Mann vom Hauslabjoch, wusste um seine angegriffene Gesundheit. Er führte eine Vielzahl an Arzneimitteln bei sich, die er zur Linderung seiner diversen Krankheiten geschluckt hatte. Dazu gehören Birkenpolypore, die entzündungshemmende und antibiotische Eigenschaften haben. Hinweise fanden sich auch in Ötzis Magen, Spuren von Adlerfarn. Adlerfarn weisen darauf hin, dass er zur Bekämpfung von Darmparasiten eingenommen wurde. Alpine Akupunktur. Ötzi trägt 49 Linien- und Kreuztätowierungen, die in 16 Gruppen angeordnet sind. Sie entstanden durch kleine Hautschnitte, die dann mit Holzkohle eingerieben wurden. Das wurde erst im Jahre 2015 entdeckt. Radiologische Gewebeanalysen enthüllten außerdem, dass sich diese Hautmarken genau an jenen Stellen befinden, wo körperliche Abnutzungserscheinungen festgestellt wurden. Das Verblüffende, die meisten Tattoos liegen punktgenau auf klassischen Akupunktur-Meridianen. Ötzis Tätowierungen waren nicht einfach Schmuck, sondern Folgen einer medizinischen Behandlung gegen Gelenk- und Rückenschmerzen. Erstaunlich, denn die bisherige Lehrmeinung besagt, dass diese therapeutische Heilmethode vor 3000 Jahren im Reich der Mitte erfunden wurde. Kamen Alpenbewohner
den Chinesen zuvor. Das ist interessant. Ungeklärter Mordfall. 2001, woran starb Ötzi? Gehirntumor, epileptischer Anfall, Altersschwäche oder Erfrierungstod. Spekuliert wurde viel. Das Wichtigste wurde lange übersehen. Forscher in Südtirol fanden, was den Kollegen in Innsbruck bei früheren Röntgenbildern entgangen war, nämlich eine 2 cm lange Pfeilspitze in seinem linken Schulterblatt. Damit war bewiesen, Ötzi ist ermordet worden. Doch wieso blieben Pfeil und Wunde fast 10 Jahre lang unentdeckt? Trotz nahezu 600 Untersuchungen von 120 Fachleuten ist niemandem etwas aufgefallen. Eine Blamage oder Beispiel? Eine Blamage ohne Beispiel. Die letzten Stunden im Juni 2018 stellte sich heraus, dass Ötzi kurz vor seiner Ermordung noch einige seiner Werkzeuge und Waffen nachgeschliffen hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach fiel Ötzi einem Komplott zum Opfer. An seinen Waffen wurde Menschenblut entdeckt, das nach DNA-Analysen von mehreren Menschen stammen soll. Ötzi weist eine Reihe von Verletzungen auf, die ihm in seinem Nahkampf mindestens 24 Stunden vor der Ermordung zugefügt wurden. Darunter tiefe Schnittwunden an der rechten Hand, eine Fraktur an der rechten Schläfe sowie ein Schädel-Hirntrauma, entstanden hingegen erst kurz vor seinem Tod. Ob durch einen Schlag auf den Kopf oder einen Sturz infolge des Pfeilschusses, konnte nicht geklärt werden, da der Pfeil in Ötzis Schulter aber vermuten lässt, dass er eine starke Blutung bewirkte. Er gibt sich als letzte Todesursache ein Kreislaufschock und langsames Verbluten. Ja, dann geht die Geschichte noch länger, weil Ötzis lebende Verwandte Fantasie 1994 behauptete die Autorin Renate Spiekermann in ihrem Buch Ich war Ötzi, sie sei die Reinkarnation Ötzis. Fakt 2011. Wurde Ötzis Erbgut entschlüsselt, seine mütterliche Vorfahrenlinie dürfte bald nach ihm ausgestorben sein. Die väterliche Linie ist heute noch in Europa zu finden. 2013 fanden Forscher per Genanalyse Verwandte. 19 Männer aus Tirol gehören der gleichen genetischen Untergruppe an. Als Kultfilm, Comic und Medienstar hat Ötzi überlebt. Ob dem Gletschermann die Vermarktung von Ötzi Pizza bis zur Schokolade und Marzipan Ötzi schmecken würde, darf allerdings bezweifelt werden. Der Steinzeitler hätte gute Gründe, sich an all jenen zu rächen, die seine Totenruhe störten. Dazu passt eine unheimliche Serie von Todesfällen, die zwischen den Jahren 1992 bis 2005 für Aufregung sorgte. Mindestens 8 Menschen, die bei der Bergung oder mit Studien intensiv mit der Gletscherleiche befasst waren, starben auf merkwürdige Weise. Spekulationen über einen Ötzi-Fluch geisterten durch die Medienlandschaft. Und jetzt kommt's. Als ersten erwischte es den Gerichtsmediziner Universitätsprofessor Dr. Rainer Henn 1928 bis 92, der Ötzi unsanft aus dem Eis befreite. Er verunglückte tödlich mit dem Auto. Ein prominentes Opfer war Universitätsprofessor Dr. Konrad Spindler 1939 bis 2005, der die erste wissenschaftliche Publikation über den Mann im Eis publizierte. Er starb an einer seltenen Erkrankung des zentralen Nervensystems, dessen Ursache bisher unbekannt ist. Auch der Ötzi-Entdecker Helmut Simon 1937 bis 2004 blieb nicht verschont.
Am 15. Oktober 2004 brach er ausnahmsweise allein zu einer harmlosen Wanderung am Gamskarkogel im Gaststeiner Tal auf. Allein zu einer harmlosen Wanderung am Gamskarkogel im Gaststeiner Tal auf. Seine Frau Erika blieb inzwischen im nahe gelegenen Kurhotel in Bad Hofgastein. Als ihr Mann nach Stunden immer noch nicht wieder aufgetaucht war, alarmierte sie die Gendarmerie. Trotz ausgedehnter Suchaktion mit 100 Einsatzkräften blieb Helmut Simon verschollen. 3 Wochen später wurde seine Leiche gefunden. Der Ötzi-Entdecker hatte sich verirrt, war unglücklich ausgerutscht und in den Tod gestürzt. In den letzten Jahren ist der Fluch um Ötzi verstummt. Es gibt aber immer noch misstrauische Zeitgenossen, die meinen, man möge den Urtiroler endlich begraben. Sicher ist sicher. Ja, interessant vom Ötzi. Viele wissen die Details gar nicht. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass die alle gestorben sind, die wo da ein bisschen beteiligt waren bei dem Fund, und wie sie ihn gefunden haben. Hat man das irgendwie in den Medien erfahren, dass die mittlerweile schon verstorben sind? Ein bisschen suspekt das Ganze. Auf alle Fälle war es eine interessante Geschichte. Die wollte ich euch jetzt nicht verheimlichen. Interessant, da geht es ja noch weiter dann zu Steinerstadt. Vielleicht mache ich da nochmal eins, keine Ahnung. Aber das war das Wichtigste über den Ötzi, eigentlich schon fast vergessene Sache. Und ich habe das zufällig wieder irgendwo ausgegraben. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da. Auf Kommentare würde mich freuen. Und wenn es nicht gefallen hat, dann lasst es einfach den Computer ausgeschalten. Also mit diesem Sinne, habe die Ehre, macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Servus.